Einen wunderschönen guten Abend, Namaste, wie toll, wie wunderschön, wie sehr es mich freut, dass du heute dabei bist und dir ein bisschen Zeit für dich gönnst und dir die Auszeit nimmst, im Hier und Jetzt anzukommen und tief in dich reinzuhören, zu reflektieren, was das letzte Jahr so gebracht hat und voller Ziele und Klarheit ins neue Jahr zu kommen. Wir sind heute in der 12. Rauhnacht, also wir haben den 4. Januar und in der Nacht auf den 5. Januar. Das Thema dieser 11. Rauhnacht ist Vertrauen dem Kosmos, dem Universum, wem auch immer du hier vertrauen und danken möchtest und vor allem aber auch das Vertrauen in dich selbst, in dein Leben zu geben. Das ist von heute Nacht das Thema. Ich stelle dir nun ein paar Fragen zum letzten Jahr und zu diesem Thema. Danach erhältst du eine Anleitung in das Räucherritual, also wie du genau räucherst mit Kräutern und Kohle. Und danach lade ich dich auch ganz herzlich ein in deine Rauhnacht-Meditation, in der ich dir alle Fragen, die ich dir jetzt schon stelle, nochmal stellen werde. Also du kannst gerne diese Fragen, die ich dir jetzt stelle, entweder einfach abschreiben und das Ganze für dich in deinem Tempo machen. Du kannst es aber auch später gerne mit mir in der Meditation machen. Und ich empfehle ja immer ein Rauhtagebuch zu führen. Das kannst du gerne machen, falls du jetzt aber erst heute Nacht das Räuchern, die Rauhnacht, das Rauhnacht-Ritual des Räucherns und Reflektierens entdeckt hast. Plane das vielleicht auch fürs nächste Jahr ein und du findest auf meinem YouTube-Channel auch die ganzen letzten vergangenen 11 Nächte, die wir schon zusammen zelebriert und die Rauhnachtsrituale vollzogen haben. Und auch sonst findest du in meinem Video ganz viele Meditations-, Fantasiereisen, aber auch Yoga-Videos. Und genau das, vielleicht magst du zuerst mal eine Vertrauensmeditation machen, um bei dir im Innersten anzukommen. Auch dafür habe ich ein paar wunderschöne Meditationen auf meinem YouTube-Channel. Schau unbedingt noch weiter nach. Und falls du heute Nacht das erste Mal dabei bist, geht es wirklich darum, die Rauhnächte, der Jahresübergang wird von den Heiden, wurde der schon zelebriert. Und es gibt da verschiedenste Rituale dazu. Also es ist die perfekte Zeit, so wie es eigentlich die Bäume uns auch vormachen, sich nach innen kehren oder die Natur in unseren Breitengraden sich nach innen kehren, und das machen auch wir heute und die ganzen Rauhnächte durch, hineinschauen mit einer Meditation, wenn du möchtest. Du kannst aber auch gerne noch andere Rituale anwenden. Und genau, ich habe extra keine Musik unter das Video gezogen, falls du mal Pause drücken musst oder nach vorne spulen musst, dass du da in deinem Ambiente nicht gestört wirst, und machst dir jetzt richtig bequem. Also zünd dir ein paar Kerzen an, falls du dein Rauchwerk hast, platziere es bei dir in der Nähe, setz dich in den Meditationssitz, auf deine Meditationsmatte, hab dein Rauhnacht-Tagebuch dabei und vielleicht nimmst du dir auch noch den alten Kalender, den Kalender vom letzten Jahr zur Hilfe, zur Unterstützung, da wir auch immer in den Monat der Rauhnacht zurückblicken. Also wir haben heute die 12. Rauhnacht, das heißt, wir blicken auf den Dezember, der gar noch nicht so lange her ist, zurück und fragen uns zu diesem Monat, kannst jetzt diese Fragen gerne abschreiben oder auch später in der Rauhnacht-Meditation auf dich wirken lassen und dich da ganz und gar hingeben und eingeben. Also frage dich, was ist im Dezember des vergangenen Jahres passiert? Was ist im Dezember des vergangenen Jahres passiert? Was hattest du da für Erlebnisse, für Begegnungen, für Situationen? Vielleicht auch größere Veränderungen oder einschneidende Situationen. Also da nochmal reflektieren, was war da alles genau? Und dann der nächste Schritt ist, was war gut? Also sobald du deine Klarheit hast, was im Dezember alles passiert ist, betrachte da mal ganz genau, was davon war gut. Also du kannst wirklich tief ins Thema hineingehen, auch wenn du sagst, also gerade bei mir war das jetzt so, dachte ich, ja, ich habe im September viel unterrichtet, ich war bei meinen Klienten, ist eigentlich alles immer schön und gut, aber
da nochmal tiefer reinzugehen, ja, was war denn so gut mit diesen Begegnungen oder in diesen Situationen? Hat es mich bereichert? Hat es mich glücklich gemacht? Also da gibt es ganz viele, man kann wirklich tief in ein Thema zurückblicken, um da die verschiedenen Facetten und die verschiedenen Eigenschaften eigentlich festzustellen. So wie jetzt hier die zweite Frage eigentlich an dich stellt, was war gut und welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen. Was war gut, welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen. Was für Hindernisse habe ich im Dezember des vergangenen Jahres erlebt? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im Dezember des vergangenen Jahres erlebt? Die vierte Frage zum vergangenen Monat: Was soll im neuen Jahr im Dezember anders sein? Was soll im neuen Jahr in diesem Monat im Dezember anders sein? Zum Thema dieser Rauhnacht Vertrauen dem Kosmos, dem Universum, dir und deinem Leben empfehle ich dir wirklich eine Vertrauensmeditation zu machen, mal anzukommen, wenn du da immer noch kein Vertrauen oder noch keine Insel des Vertrauens gefunden hast. Diese Insel in dir selber zu schaffen, vielleicht sanft aufzubauen und kennenzulernen. Und wichtig bei der ganzen Sache ist ja auch zu wissen, wir werden letztlich von den Kräften des Kosmos dorthin geführt, wo unser Platz ist. Ob dieser Platz dem Platz entspricht, den wir uns vorgestellt oder gewünscht haben, ist eine ganz andere Frage. Die 12. Rauhnacht lehrt uns, darauf zu vertrauen, dass das, was kommt, gut und richtig sein wird. Ich habe das gestern Nacht, glaube ich, schon gesagt, dass auch die schlechten Erfahrungen ein Teil der Kette des Lebens sind, denn aus allen Erfahrungen lernen wir und auch aus Fehltritten kommen wir manchmal auf Wege, die wir nie eingegangen wären und die eigentlich das Perfekte und Ungedachte ist. Also wirklich, dass wir da vertrauen, finden in deinem Leben, alles ist gut und du bist gut, so wie du bist. Da fängt es ja mal an, dass du überhaupt bei dir selber auch ankommst und dann das Vertrauen in dein Leben hineinbegibst. Nun hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder du vertraust deinem Leben, du kannst aber auch dem Kosmos und dem Universum vertrauen. Du kannst aber auch dem lieben Gott vertrauen oder vielleicht hast du da ganz andere Sachen, denen du vertrauen möchtest. Und solange sie dir gut tun und dich unterstützen, dich nicht blenden, aber unterstützen, ist doch jede Möglichkeit, in die du vertrauen möchtest, wunderbar. Aber ich sage immer meistens wirklich zuerst bei dir in deinem Leben, bei dir ankommen, du dir selbst vertraust, du schaffst alles, was du möchtest und du spürst auch, was richtig und was nicht richtig ist für dich. Also dass da mal der erste Schritt getan wird, bei dir selbst anzukommen und von da an, wenn du schon Erfahrung damit hast, weißt du ganz genau, öffnen sich nochmal ganz neue Wege und Möglichkeiten. Wichtig ist auf alle Fälle, dass wir wirklich darauf vertrauen, egal wie es kommt, egal was kommt. Es ist gut und es dient deinem Weg und es hat alles seine Richtigkeit. Jeder Tiefschlag im Leben, jede Trauer, jeder Schock, jede Verletzung, auch wenn sie nicht unbedingt berechtigt sind aus deiner Perspektive, aber sie haben ihre Richtigkeit, denn du hast daraus gelernt. Und wenn du auf diese Situation zurückblickst, hast du ja eigentlich die Bestätigung, dass du vertrauen kannst in dein Leben, dass du in dich vertrauen kannst, dass du den richtigen Weg gehst und du den richtigen Weg findest.
Nun aber nochmal die letzte Frage für den heutigen Abend. Wenn ich den Dezember des neuen Jahres erreicht habe, wie soll es um mein Urvertrauen in mein Leben, ins Universum, in den Kosmos bestellt sein? Was ist dann anders? Also setz dir hier wirklich Ziele, wenn das von dir gewünscht ist, und frage dich, wenn ich den Dezember des neuen Jahres erreicht habe, wie soll es dann um dein Urvertrauen in dein Leben, ins Universum, den Kosmos, in was auch immer du dir hier bereitlegst und tust, bestellt sein? Was ist dann anders? Ich freue mich jetzt ganz herzlich, bist du heute Abend dabei, zelebrierst du mit mir die Rauhnächte. Wir gehen jetzt weiter im Video, in dem wir die Anleitung zum Räuchern zusammen durchgehen. Da kannst du aber vorspulen, wenn du schon weißt, wie das geht. Und zum Ende lade ich dich ein, ganz herzlich in eine entspannende Meditation zu kommen, diese Fragen nochmal zu reflektieren, in dich hineinzuhören, bei dir anzukommen und einfach eine wunderbare 12. Rauhnacht mit mir hier verbringst und zelebrierst. Ich danke dir ganz herzlich, nimmst du dir Zeit für dich. Ich freue mich ganz herzlich. Bist du heute dabei, mit mir in der 12. Rauhnacht, diese 12. von den 13 Rauhnächten zu zelebrieren und da nochmal zu reflektieren. Jetzt wünsche ich dir aber auf alle Fälle ganz viel Spaß. Anleitung Rauhnachtritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat, wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen. Da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale. In diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat, da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, so dass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine
verbrauchte, verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß. Die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet. Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist. Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Rauhnacht Meditation, die 12. Rauhnacht. Thema Vertrauen dem Kosmos, dem Universum und dir. Vielleicht möchtest du heute eine Vertrauensmeditation machen, dich verbinden. Doch sei dir bewusst, letztlich wirst du von den Kräften des Kosmos dorthin geführt, wo dein Platz ist. Ob dieser Platz dem Platz entspricht, den du dir vorgestellt oder gewünscht hast, ist eine ganz andere Frage. Die 12. Rauhnacht lehrt dich, darauf zu vertrauen, dass das, was kommt, gut und richtig sein wird. Reflektiere, frage dich selbst. Wenn ich den Dezember des neuen Jahres erreicht habe, wie soll es um mein Urvertrauen in meinem Leben, ins Universum, den Kosmos bestellt sein? Was ist dann anders?
Reflektiere den Dezember. Was ist in diesem Monat passiert? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im Dezember des vergangenen Jahres erfahren? Was soll im Dezember des neuen Jahres anders sein als im vergangenen?
Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst. Für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.